Guten Tag, ihr Leid. Guck mal da. Wir spielen mal wieder The Longing. Wir haben letztens aufgehört, irgendwo... Da, Moment, aufheben. So. Ein Kristall, eine Pein ihn zu ernten, aber er macht sich sehr angenehm. Dieser hier kommt sofort zu Hause an die Wand. Werden wir machen. Wir haben letztens hier aufgehört, nachdem wir hier gehackt haben. Kristalle gehackt. Und weil das so lange gedauert hat, habe ich gedacht, machen wir nächstes Mal weiter. Das nächste Mal ist jetzt. Wunderbar. Problem ist, ich weiß nicht, was wir sonst noch vorhatten. Ist ja auch nicht schlimm. Erstmal gucken oben. Achso, ja, kennt jemand The Longing nicht? Dann ist es doof, beim 4. Video einzusteigen. Na, wir hacken da jetzt halt nicht. Macht aber nichts. Ich kann es mal kurz erklären. Wir haben 254 Tage, 21 Stunden, 38 Minuten und jetzt gerade 53 Sekunden, bis das Spiel endet, beziehungsweise bis wir den König wecken sollen. Und dann haben wir das Ziel des Spiels erreicht. So. Genau. Und wir können einfach hier stehen bleiben und nichts machen. 254 Tage, 21 Stunden, 38 Minuten und 33 Sekunden. Einfach nichts machen. Oder aber, ja, Moos. Wir können uns zumindest mal grundlegend umgucken, was es so gibt. Weißt du? Und ja, deshalb zocken wir jetzt gerade ein bisschen weiter. Kommen wir noch ein bisschen weiter. Da ist noch ein bisschen Moos. Nehmen wir alles mit. 19 Moos. Ich habe keine Ahnung, für was ich Moos brauchen könnte. Gucken wir jetzt einfach. So. Jetzt sind wir zumindest mal aus dieser lauten Kristallmine draußen. Was ist denn hier los? So, ich habe hier Kabellage. Das ist nichts Unzüchtiges. So, danach gehen wir dahin. So. Ah, schönes Spiel. Also, was haben wir denn heute vor? Also, ich werde auf jeden Fall heute zurückgehen, weil wir können uns, glaube ich, ein Bett bauen. Beziehungsweise, oder so. Ja, weiß nicht. Werden wir dann sehen. Ich gehe mal nach Hause. Mal gucken. Also, der Kristall will er ja an die Wand machen. Hat er ja gerade eben gesagt. Warum man den an die Wand machen sollte, ist mir jetzt auch nicht ganz klar. Na komm, dahin. Werden wir dann schon sehen. Der wird schon seinen Grund haben, warum er das an die Wand machen soll. Oder will. Okay. Also gut, gibt's hier irgendwas? Haha. Da gab's doch eben was aufzuheben, oder? Komm her, dahin. Dann, natürlich sollst du das aufheben, Junge. Sonst wir sind hier zum Spaß. 20 Moos. Nicht, dass man dann irgendwie zurück... Oh, sag bloß, hier geht's nicht weiter. Ah doch, da kann man bestimmt durchgehen, oder? Ich höre die Kristallmine schon wieder. Aber da war Moos. Nimm das Moos mit, wenn du schon mal hier bist. Nimm alles mit. Komm her, kleiner Schatten. Nimm schön das Moos mit. 21 Moos hat er, ja. Super gut. Ich kann mit rechter Maustaste, merke ich gerade. Na komm, hier rüber. Nein, hier rüber. Nein, du sollst... Komm her. Du sollst zumindest versuchen an die Wand. Ich weiß, dass da wahrscheinlich eine Wand ist. Aber du sollst zumindest versuchen... Klettern? Siehste. Klettern. Haha. Ringen? Ja, komm. Was ist? So. Jetzt sind wir nämlich oberhalb der Kristallmine. Und wie das halt so ist, ich meine, wie lange hatte ich jetzt Pause zwischen der letzten Folge? Ich glaube 3 Monate. Nein, einen Monat bestimmt oder so. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind und wo wir hin müssen. Macht ja aber auch nichts. Wir können ja mal kurz gucken. Oh, da so einen roten Kristall hätte ich gerne. Ich will nicht an einen zufälligen Ort. Ich will nach Hause. Junge, ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause komme. Habe ich mir nach Hause nicht irgendwie eingespeichert? Zurück. Ah ja, zurück ist wahrscheinlich zurück in die Wohnung laufen. Wir lassen ihn jetzt einfach mal von hier laufen und ein bisschen Level hier angucken. Bin ich froh, wenn dieses Gebimmel rum ist. Das ist ja schon schön, ne? Atmosphärisch. Aber das Gebimmel nervt schon hart. Irgendwie. So. Ich finde, das ist ein sehr schönes Spiel, weil ich nämlich hier sitzen kann. Wie ihr seht, verschränkte Hände. Und einfach mal das Spiel machen. Sollen die jungen Leute ihre Action-Spiele spielen? Moment, ich kann darüber gehen. Geht er jetzt darüber? Sehr gut. Muss ich ja nichts machen. Nein. Stopp.
Darüber will ich gehen. Ich sehe doch, dass man darüber gehen kann. Ja, scheinbar nicht. So, also, zurück. Ja, geh du zurück. Der geht jetzt dann da unten wahrscheinlich nach links rüber, schätze ich, oder? Also jetzt nach links? Ja, genau. Dann werden wir hier auch noch ein bisschen Moos einsacken. Im Sinne von in die Tasche stecken. Deshalb einsacken. Weil wir so ein hübsches Sakko anhaben. So, da sind wir ja runtergehüpft. Hoppala. So, pass auf. Jetzt gleich. Hier. Sammel das Moos. Los, sammel das Moos. Ja. Komm her, hier gibt's noch mehr. Sammeln. Jawohl. Jetzt wieder nach Hause. So. Gut. Dann seh zu, Junge. Seh zu. Oh. Jetzt rennt er aber, mein Lieber. Hä? Jetzt rennt er. Der Rentner. Sehr schön. Ja. Was habe ich so zu sagen? Nix. Das ist jetzt wohl der Zeitpunkt, wo ich jetzt ein bisschen so aus meinem Privatleben erzähle. Oder die Leben und Leiden eines Mannes, der Videos auf YouTube schmeißt. Ich möchte mich nicht YouTuber nennen. Also ich tue meine Videos rendern. Wird jetzt technisch, tut mir leid. Mit dem H264 Codec Gedönse, ne? Oh, ich hoffe, dass ich da runterhüpfen kann. Ich meine, er hat sich ja selber den Weg ausgesucht. So, ja. Jedenfalls habe ich dann halt so beschlossen, also brauche ich dann, meine Videos sind ungefähr, also ich nehme die in 1440p auf und muss sie dann auch so rendern, ne? Für eine Stunde knapp 10 GB. So. Und dann habe ich so gedacht, hey, ich kann auch den HEVC, also den H265 Codec nehmen zum Rendern. Der ist effektiver. Da ist dann eine Stunde Video nur 2 GB groß. Habe ich gemacht, habe mich gefreut. Ich dachte, super Sache. Das Problem ist aber, YouTube mag das nicht. YouTube sagt, nö, kannst du hochladen, gar kein Problem. Aber wenn ich ein Video hochlade, dann sind die ersten 5 Sekunden asynchron vom Bild her. Da hörst du dann meine Stimme und ich laber noch gar nicht, da bin ich Bauchredner und dann fängt sich's. Und wenn aber dann irgendwann, wenn ich da was anderes reingeschnitten habe oder sowas, und dann geht's da wieder von vorne los. Und also mit dem Asynchronen, das geht nicht. Stört wahrscheinlich keine Sau, aber mich stört's. So, und deshalb gehe ich jetzt halt wieder zurück auf also das ist jetzt bei 2 Videos, wo ich das jetzt ausprobiert habe und gemerkt habe, die Welt ist noch nicht bereit für sowas. Deshalb rendere ich jetzt danach dieses Video wieder auf H264 Gedönse. Ja. Wobei dieses Video hier rendere ich ja gar nicht, weil ich ja, habe ich glaube ich schon in anderen Videos erzählt, ich bin ja hier faul. Da wird nichts gerendert. Ich drücke hier auf Aufnahme starten und Aufnahme beenden und habe meine Kamera, hallo, unten rechts reingeklatscht. Das wäre hier. Da. Das ist voll dumm, oder? Ich kann auch einfach so machen. Einfach unten reingeklatscht und gut ist. Normalerweise habe ich ja so, dass mein Kamerabild außerhalb des Spielbereichs ist, irgendwo im Schwarz rechts, und dann lege ich das nochmal drüber, kann auch zoomen und sowas, aber dann mache ich bei dem nicht, bin ich so faul. Ich habe einfach nur ein Fade-Out, Fade-In, das habe ich mir so reingemacht über das Stream Deck und gut ist. So. Ab jetzt dürfen alle Nicht-Technik-Interessierte wieder hinhören, weil das war's soweit. Mehr ist in meinem Leben gerade nicht los, außer dass bei meiner Erwerbsarbeit geht so langsam die Saison rum. Das heißt, es wird etwas ruhiger werden. Das ist erstmal gut. Das Problem an der Sache ist, wenn es dann zu ruhig ist, ist auch wieder scheiße. Und dann denkst du, oh, hoffentlich geht's bald wieder los. Ist egal. Achso, bei mir steht nächstens, aufmerksame Zuschauer werden vielleicht verfolgt haben, dass mein Kanal ja den Mega-Slogan hat. Hier unten passiert ja nie was. Sagst du? Moment. Wo sind wir denn? Geh mal da runter. Wenn du sowas sagst, geh mal da runter. Aufmerksame Zuschauer werden gesehen haben, dass der Slogan von meinem Kanal Let's Play mit Gipsfuß ist.
Kommt einfach daher, als ich mit dem Kanal so wirklich ernsthaft angefangen habe, dass ich da einen Gipsfuß hatte und viel Zeit und nichts anderes machen konnte, als da liegen und Bein hochlegen. Und wird demnächst der einsame Wächter patrouilliert auf den verlassenen Straßen. Okay, waren wir hier noch nicht? Weil er da sowas sagt, weißt du? Also sowas hat er noch nie gesagt. Glaube ich. Kann ich daneben hochgehen? Schon. Ich will aber erstmal nach rechts rausgehen. Ob das überhaupt geht. Kann ja sein, dass das eine feste Wand ist? Nö, natürlich nicht. Runter, oder? Oder wollen wir hoch? Ja, soviel dann zum Thema. Wir gehen nach Hause. Okay, danke. Hier brauchst du schon mal nicht hochgehen. Ich habe Angst, dass wir jetzt wieder in die Kristallhöhle gehen. Ja. Ja, jedenfalls werde ich mich demnächst wieder unters Messer legen, in die Hände der Halbgötter in Weiß begeben und an mir rumschnippeln lassen, an meinen Füßen mal wieder rumschnippeln lassen. Und dann werde ich wohl 2 Wochen oder sowas, bis die Nähte, Fäden gezogen sind, außer Gefecht sein und werde da dann wohl wieder dazu kommen, mehr Videos zu machen, weil ich nichts gescheit benutzen kann, der Fuß. Denke ich mal. Weiß ich aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Fuß danach, also ich kriege keinen Gips mehr oder so. Ja, so viel dann zu dem Thema. Dann habe ich ungefähr so die Geschwindigkeit von ihm hier. So, den nehme ich natürlich auch. Aufheben. Kannst auch so machen. 27 Kohle, ich weiß. Hört's, komm. Wir entfernen uns gerade wieder forschen Schrittes von unserem Haus. Was ich eigentlich gar nicht will. Aber ich weiß halt auch gerade gar nicht, wo ich bin. Ob wir hier schon mal waren. So eine Automap wäre halt nicht schlecht. Gibt's halt nicht. Also, gibt es halt nicht. Wir haben irgendwo die Map. Wenn wir dann davor stehen, sehen wir sie. Oh. Jetzt lass mich raten. Wir können da nicht runterhüpfen, weil wir unten das Moos weggenommen haben. Wir sind wieder... Wir waren da schon mal. Kann das sein? Moment. Ja, natürlich. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ab jetzt halte ich meine Klappe. Was ist das da? Nee. Ab jetzt halte ich meine Klappe und werde den guten Mann nach Hause laufen lassen. Wir sind doch aber... Ach so, wir sind unten rumgegangen. Ja, okay. Also kann man noch ein bisschen labern. Ja, ich werde mir am Fuß rumschnippeln lassen. Ja, das ist hier so Altmännergelaber, weißt du, da gehen dann so die Bläsierchen und sowas los und das muss halt rausgeschnippelt werden und alles klar und dann bla bla bla. Soll ich den Fuß nicht wirklich belasten, bis die Fäden draußen sind, bla 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 bla. Und dann werde ich halt hier rumsitzen und krankgeschrieben sein und wohl Zeit zum Zocken haben. Ich weiß auch nicht mal, ob ich Auto fahren kann, weil ich nichts habe Automatik, es geht um meinen linken Fuß. Also, selbst da könnte ich noch nicht mal sagen, ja geil, ich werde jetzt Lastwagenfahrer. Nee, geht nicht, ich brauche Kupplung. Mein linker Fuß geht wohl nicht. Keine Ahnung. Krücken habe ich noch zu Hause vom Gipsfuß. Wird man dann sehen. Wird man dann auch sehen, ob das meinem Kanal zuträglich ist. Wenn ich wieder quasi Gipsfuß habe. Weiß ja nicht. Kann ja sein, dass dann... endlich hat er wieder Gipsfuß. Jetzt ist es wieder so, wie es sein soll. Ich meine, Gronk hat, glaube ich, also ich kenne nicht viele Streamer, ich kenne Gronk, ne? Der hat, glaube ich, Let's Plays mit Herz. Und wenn er dann plötzlich wieder Herz hat, dann werden die Leute auch sagen, ach schön, guck mal, das ist wie früher mit Herz. Ich weiß nicht, ob er jetzt kein Herz hat. Keine Ahnung, ich sage jetzt, das ist der einzige, wo ich auch einen Slogan kenne. Mann. Gibt's überhaupt, braucht man einen Kanal-Slogan? Nö, ne? Ist auch egal. So, Let's Play mit Gipsfuß. Wenn ich weiter laber, dann habe ich bald eine Gipszunge hier. Ja. Haben wir jetzt gut unnötig Weg gemacht. Das ist natürlich sehr schlecht. Oh. Und mein Getränk ist auch leer. Seht ihr gar nicht, gell? Guck mal. Ich bin unsichtbar.
Ja, ist eine grüne Flasche. Ich muss ins Mikrofon reden, ja. Na gut, dann spiele ich ein bisschen am Handy so lang. Hey, ohne Scheiß, ich mag dieses Spiel wirklich sehr. Otter learns the most important skill in the wilds. Oh, geil. Muschel öffnen, yeah. So. Okay, ich glaube, da sind wir raus und sind dann nach unten, weil er da was gesagt hat, so wie, hier verändert sich ja gar nichts, weißt du? Und deshalb hat er mich auf den Irrweg geführt. Aha. So, ihr sollt nicht hören, wenn ich rumhüstel. So. Genau. Jetzt sind wir irgendwo anders. Soweit ich weiß, kann ich das irgendwo ansehen? Meine Items vielleicht? Ich glaube nicht. Raum betreten. Also, oh. Warte mal. Ich habe da eine Idee. Ich habe doch eine Spitzhacke. Wurde nicht erklärt irgendwann? Da, guck. Wurde nicht erklärt, dass das da eine Glasscheibe ist? Hack mal. Der Schatz ist hinter einer nahezu undurchdringlichen Scheibe aus Kristallglas. Nicht, dass ich viel damit anfangen könnte. Ich glaube, wir speichern uns die Schatzkammer mal ein, ja? Und dann können wir nämlich irgendwann mal, pass auf, so, merken, ja? So, gut. Da können wir dann nämlich irgendwann mal hacken. Aber erstmal gehen wir zurück. Ja, Zeit nach Hause zu gehen. Und dann können wir wirklich mal, vielleicht nachher oder so, könnten wir das machen. Wenn wir dann zu Hause waren, uns ein Bett gebaut haben. Ich glaube, wir haben noch kein Bett. Also Bett bauen und sowas. Und das Kristall aufhängen oder was auch immer er damit machen will. Können wir hierher zurückkommen und anfangen zu hacken bei der nächsten Folge. Also am Ende von dieser Folge werden wir das, glaube ich, machen. Und wenn ich dann nächste Folge irgendwann in 50 Tagen oder so. Moment. Hack. Ich hoffe, der König erlaubt es mir, diesen Kristall von der Wand zu entfernen. Es wird eine Weile dauern, ihn abzuschlagen. Das ist ja das Problem, ne? Eine Weile. Ja, nee, pass auf. Wir gehen nach Hause, habe ich gesagt. Wir gehen nach Hause. Komm. Kannst du nachher machen, ja? Wir gehen nach Hause, wir lassen uns nicht aufhalten. Junge, das ist das langsamste Spiel der Welt. Ohne Scheiß. Du kannst einfach nur ein Jahr nichts machen und du spielst es durch. Und ich krieg's trotzdem hin, hier irgendwie ADHS zu kriegen. Das ist Wahnsinn. Jetzt sag mir aber nicht, dass du jetzt da hochgehst, um da jetzt dann runter zu gehen. Doch. Macht er. Okay, dann sind wir aber, glaube ich, bald zu Hause. Ich habe gelesen, dass Singen ein gutes Rezept gegen Einsamkeit ist. Ladidada. Nö, ist es nicht. Ja. Ich bin gerade von der Architektur von diesen Pfeilern da fasziniert. Also irgendwie tun die mit meinem Gehirn unzüchtige Dinge machen. So, wir sind bald zu Hause übrigens. Wir müssen jetzt diese lange Treppe runtergehen. Dann sind wir auch schon am König. Man hört es ja schon. Mal, den nehmen wir mit. Man hört es ja schon an der Musik, dass wir jetzt am König sein müssen oder in der Nähe. Nein. Runtergehen. Komm, runtergehen. Schön runter, genau. Jetzt folge meinem Cursor. Nicht nach oben gucken. Guck du schön auf die Treppe. Hui. Kannst du auch nach hinten gucken? Ja, kann er. So. Komm, da runter, genau. So, da unten müsste jetzt irgendwo der König. Der König sitzt am Scheißhaus, scheißt sich aus. Was? Achso. Ja, nee, wir müssen noch ein bisschen weitergehen. Gut. Machen wir das. Gab es nicht auch irgendwo Wände, wo es hieß, hier kannst du dich durchhämmern? Aha. Komm mal her. Da unten hin. Da oben sind wir. Da ist er, der König. Immer noch schön am Schnorcheln. Und man hört ihn auch jetzt schnarchen. Jetzt wird es wieder laut. Tut mir leid. Müsst ihr jetzt da durch. Bin zu faul, das jetzt runterzustellen. So. Also da unten wohnen wir ja. Wenn die Kamera sich jetzt bequemt, mal etwas nach unten zu gehen, dann können wir das auch besser sehen. Und dann klicke ich da drauf und dann gehen wir nach Haus. Bom. So, Kamera, gehen Sie mal etwas nach unten. Gut, hab drauf geklickt. So.
Ist das eigentlich der Schuh, der Fuß? Stellt er uns gerade ein Bein? Wieso schläft er eigentlich im Sitzen? Hat er kein Bett? Okay, nicht. So, gut. Pass auf, der stellt dir ein Bein. Nee, macht er nicht. Ist ein guter König. Er hat uns erschaffen. Muss ein guter Kerl sein. Nee, wir wecken nicht den König auf. Das bringt nichts. Wir sind noch 254 Tage zu früh. So, gleich sind wir zu Hause. Habe ich letztens, als ich gegangen bin, den Herd ausgeschalten? Werden wir gleich sehen. Ja, du musst schon reingehen, Junge. So. Ah, guck da. Da ist ein Kristall. Na, das ist ein Bild. Wer hat denn das Bild da jetzt schon hin, den Kristall da schon hingehunkt? Mal ein bisschen musizieren. Komm, wir machen noch ein bisschen Jazz. Jazz. Das ist gut jetzt. Komm mal her, ich will gucken, was das da ist. Warte mal, aufheben? Achso, ja, heb mal auf. Na, aufheben. Nicht gucken. Ich weiß das mal. So, Sanduhr prüfen. Nee, ich will wissen, was das da ist. Ach, das ist quasi eine Lampe, oder was? Das ist dann eine Leselampe, ja. Pass auf. Folgendes. Wir können ja hier noch was ausbauen, hieß es, glaube ich. Mal her. Aufheben. Gut. So, 30 Kohle. Wie wär's denn, wenn du hier ein bisschen Feuerchen machst? Normales Feuer, blaues Feuer, Schwefel. Ja, nee, nur normales Feuer. Für mehr reicht's leider nicht. Guck mal, jetzt geht die Zeit schneller rum oben. Ist das nicht schön? So, jetzt pass auf. Hat er hier nicht was gesagt? Hacken, ne? Mal sehen, wie weit ich kommen werde. Oh, das ist ja schlimm. Ich muss mir jetzt... Moment. Ich habe hier wieder meine guten Zettel. Diesmal bin ich nicht so doof. Ich schreibe mir jetzt auf, was wir alles noch machen könnten. Und zwar... So. Goldschatz. Hacken. Goldschatz hacken. Also nicht, dass wir auf den Goldschatz rumhacken, aber da ist eine Glasscheibe vorne dran, eine Kristallglasscheibe. Die könnten wir aufhacken. Ich weiß nicht genau warum, weil wir können mit Geld gar nichts anfangen. Aber es geht. So. Und hier können wir halt graben, unser Zimmer verbessern. Oh, warte mal, die Kamera geht automatisch rüber. Machen wir schon Fortschritte oder was? Ich weiß halt nicht, wie lange das dauert. Ich glaube, du hackst da noch so ein neues Zimmer rein und dann kannst du ein Bett reinstellen, kannst pennen. Aber ja bisher noch nicht wirklich geschlafen. Also, ich schreibe es trotzdem mal auf, nicht, dass ich es wieder vergesse. So. Zimmer hacken. Zimmer hacken. Und Bett bauen. So. Dann können wir noch an der Tür meine Freundin will irgendwas von mir. Moment. Wir haben ja Zeit. Ja, ich weiß. Na Gott sei Dank habe ich das zu spät gesehen, sonst hätte ich noch bügeln müssen. Ach so. Ja, ich habe meiner Freundin heute geschrieben, was es zu essen gibt. Und habe also ich benutze ja die Swipe-Tastatur auf dem Handy, also dass du nicht die Buchstaben einzeln tippst, sondern einfach so drüber wischst. Weißt du? Das Problem ist, dass er viele Worte halt einfach nicht kennt. So wie zum Beispiel Nudelsuppe. Statt Nudelsuppe hat er halt Bügelseite geschrieben. Dann wollte ich es nochmal verbessern, dann hat er Bügelfalte gemacht. Dann irgendwann kam Nudelsuppe raus. Okay, dann wollte ich eigentlich Fleischbällchen schreiben und geschrieben hat er Fleischhäuschen. Ist jetzt nicht so falsch, aber auch nicht so richtig. So, guck mal, der gräbt ja hier wirklich gerade ein Stück weg. So, gut, dann laber ich einfach noch ein bisschen weiter. Also Bett bauen, dann hätten wir... wie nennen wir denn das Ding, wo die rote... Also wir nennen mal rote Kristalle. Rote Kristalle am Wegpunkt. Am Wegekreuz. So, rote Kristalle am Wegekreuz. Ach, guck mal, da ist jetzt eine Treppe. Da entsteht eine Treppe. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt hier nicht wirklich Bock, dem jetzt beim Graben zuzugucken.
Ich will schon noch was erleben. Aber was? Ich weiß halt nicht, wie lange er braucht. Ich schätze aber halt schon, dass er da einen Tag oder so braucht. Weil das geht schon langsam vonstatten. Komm mal her. Kannst aufhören, komm. Komm. Kannst aufhören. Hörst du jetzt nicht bald auf? Gut. So. Bilder malen? Nee, das machen wir nachher. So, jetzt pass auf. Ich habe eine Idee. Also, wir gucken mal. Da waren wir. Ich habe keine Ahnung, was... Das da ist das, wo wir runtergehüpft waren, gell? Da ist die Kristallkammer. Das würde ich jetzt halt mal wegmachen. Wie geht das? Nee, also so. Da waren wir, glaube ich, auch schon. Was ist das da oben? Merken, laufen, zurück. Da waren wir auch schon. Das war, glaube ich, da, wo wir dann die Hacke gekriegt haben, wo der Stalaktit runtergefallen ist. Also auch hier waren wir schon. So, was ist das da? Eine Tür? Ist die schon offen? Weiß ich auch nicht. Das da ist... Ach ja, da hinten ist ein Gesicht. Ja, genau. So. Ich gucke mich hier gerade um. Und das hier habe ich keine Ahnung, was es ist. Oder wo es ist. Oh, es sind jetzt erst 28 Minuten drin. Ich will jetzt aber auch nicht irgendwie... Also, komm mal her. Komm mal her. Ja, komm mal her. Ich will jetzt noch ein bisschen rumlaufen. Ich weiß aber halt nicht, wohin. Ich könnte ja vielleicht mich ausnahmsweise mal vorbereiten. Aber das ist ja langweilig. Also pass auf. Komm mal her. Wir nehmen... Alter, meine Katze ist gerade quer über die Tastatur gelatscht. Ich hoffe, dass noch alles funktioniert. Ja, komm, hopp, bring. Ja, dann halt nicht. Die will mir wieder auf den Buckel hüpfen. Wie war denn? Da war die Tür. Laufen. Ach, guck mal, wenn ich da jetzt hingehe und nochmal merken... Nee, warte mal, was wollte ich das da? Wenn ich da nochmal merken mache, überschreiben, ja. Jetzt überschreibe ich es mit meinem Haus. Ja, komm, besser als wie nix, ne? Aber das brauche ich nicht. Ist egal. Ich will ja diese Tür haben, genau. Dahin laufen. Ja, gut. Dann laufen wir jetzt dahin. Ja. Sorry, ich dachte eigentlich, dass wir gleich das Bett bauen können. Aber nö, wir müssen wohl erst einen neuen Raum graben. Also das ist meine Aufgabe für jetzt, einen neuen Raum graben. Wollen wir einen König aufwecken? Ich frage mich, wovon der König träumt. Seine Wachen liegt nicht mehr allzu weiter Ferne. Ja, lässt sich drüber streiten. Also ich meine, es sind keine 300 Tage mehr, das stimmt. So, wo wollten wir hin? Da wollten wir hin, gell? So, laufen. Na dann mal los. So, also wir haben uns vorgenommen, ne? Goldschatz hacken, Zimmer hacken, Bett bauen, rote Kristalle an Wegekreuz. Moment, wo ist denn der Kugelschreiber hin? Da. Ich muss also Striche zwischen rein machen, dass ich sehe, dass das nicht alles zusammengehört. Und Zimmer hacken, da mache ich mir jetzt ein Ausrufezeichen hin, denn das will ich ja nachher dann machen. Wir können ja mal die Zeit stoppen, wie lange ich brauche. Also ich würde sagen, eine Viertelstunde gebe ich uns jetzt, ne? Weil wir müssen ja nachher zurücklaufen. Wir sind jetzt knapp 30 Minuten im Video, wir müssen ja nachher wieder zurücklaufen. Deshalb gebe ich uns jetzt eine Viertelstunde zum Erkunden. Eine Viertelstunde zum Erkunden, okay? Mein lieber Kunde. Gut. Jetzt habe ich aber schon wieder nichts. Jetzt haben wir schon wieder hier so Übergangsgespräche brauche ich. Fällt mir nichts ein. Könnt ihr dieses Ding ist dann mit dem Kugelschreiber, dass die dann so drehen? Ich nicht. So, das war jetzt das mit dem Gelaber. Moment. Blablabla. Was ist denn da hinten im Eck? Ich weiß, da ist eigentlich nix. Da war ich, glaube ich, schon 100 Mal gucken. Aber kann man da graben? Nee. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass man da graben kann. Weil wir hatten ja bisher noch keine Hacke. So, jetzt schlapp mal hoch. Ja. Okay.
Dann wird es Zeit, ein bisschen Monster Hunter Now auf dem Handy zu spielen. Nein, würde ich nie machen. Sieht jetzt natürlich dumm aus, wenn ich hier mich rumgucke. Was gibt's denn hier? Hui, allergenarme Äpfel. Betrifft hier jemanden im Haushalt. Sie konnte keine Äpfel mehr essen, die waren wegen ihrer starken Allergie absolut unerträglich. Jetzt ist es sogar mit Schale recht gut möglich. Sorten ZIN 168 und ZIN 186. Falls ihr auch eine Allergie habt gegen Äpfel, diese Äpfel könnt ihr wohl essen. Sehr schön, da freut ihr euch bestimmt. Was haben wir sonst noch? Danke für den Hinweis, betrifft mich auch. Sind die auch für Menschen mit Kreuzallergie zu Birken geeignet? Hat Jesus eine Kreuzallergie? Ich meine, der kam mit einem Kreuz in Berührung und ist dran gestorben. Verstehst du? Er ist dran gestorben. Da kann man doch schon von krasser Kreuzallergie sprechen. Finde ich. Laber ich gerade irgendwelche Kacke? Ich glaube schon, oder? Okay, ich mache jetzt weiter. Ich lese gerade im Maniac-Forum auf dem Handy ein bisschen rum. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Mann. Ich habe nichts mehr zu erzählen, so. Ja, in diesen Äpfeln ist genau das Protein mal D1 nur in geringen Mengen vorhanden, was auch für die Kreuzallergie verantwortlich ist. Es gibt wohl noch eine andere, seltenere Form der Apfelallergie, die eher im Mittelmeerraum vorhanden ist, eher Verdauungsbeschwerden auslöst und von einem anderen Protein ausgelöst wird. Da helfen diese Äpfel nicht so rum. Das andere Protein MAL oder MAL D3 ist wohl hitzestabil. Wenn Apfelkuchen, Apfelmus und ähnliche Sachen mit erhitzten Äpfeln vertragen werden, dann dürften auch diese Äpfel funktionieren. Wenn nicht, dann dürfte es sich um die MAL-D3-Variante handeln. Mann, da haben wir ja wieder was gelernt. Es geht noch weiter. Ich habe all diese Orte schon gesehen. Dieselben alten Höhlen wie vor 100 Tagen. So lange spielen wir das Spiel noch gar nicht, du Schwätzkopf. So. Okay, jetzt einer fragt dann weiter. Apfelsaft, Apfelkuchen, Apfelmus, Apfelwein und so weiter vertrage ich problemlos. Wäre geil, wenn ich nach 35 Jahren mal wieder einen Apfel essen könnte. Ja, kannst du denn nicht Apfelmus eingefrieren? Also in so einer runden Form. Und dann den ein bisschen antauen lassen und dann essen? Das ist doch quasi wie ein Apfel, oder? Ha! Pass auf. Oh, hier ist gut. Pass auf. Oh, das ist ja praktisch. Oh, das ist ja praktisch. Das müssen wir gleich einspeichern. Das habe ich nämlich vergessen. Pass auf. Also erstmal aufheben. Nein, bleib hier. Aufheben, aufheben, aufheben. So. Und dann gehen wir ein bisschen nach rechts. Ja? So. Und jetzt speichern wir das hier endlich ein. Und zwar... Wo genau? Da wollen wir hin. Was ist denn das da? Keine Ahnung. Da waren wir schon mal. Und da merke ich mir jetzt diesen Ort. Gut, weil das ist nämlich unsere Landkarte. So, jetzt lass mal... Also, ja, nee, du musst da untersuchen, Junge. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Der... Ja, ich weiß, du hast doch schon den Schlüssel. So. Okay. Also ich bin hier. Also hier ist zumindest ein X, ne? Oben ist das große Tor, da will ich hin. Es zoomt jetzt gerade raus. Da rechts ist die Hacke, da war ich schon. Was ist denn das da links? Also ich müsste jetzt hier einfach nach links gehen. Das sieht komisch aus. Ich glaube, da war ich noch nicht. Da unten sind die Kristallminen, da war ich schon. Also einfach links. Okay. Ich bräuchte hier einen Chat. Soll ich nach links gehen? Ja komm, shit on it. Wir gucken, was links ist. Das ist oben. Ich will da unten hin. Dahin. So. Ja, das wäre jetzt normalerweise so reingezoomt, dass wir immer kleiner werden. Macht jetzt gerade einen Moonwalk. Dass man dann halt die Umgebung sieht. Aber das lassen wir jetzt einfach mal. Und gehen nach links. Also ein bisschen links unten würde ich sagen. Ja, das stimmt schon. Komm, ein bisschen links unten. Weiß nicht, wo das ist. Wir waren halt schon an Orten, wo es dann halt hieß, ja, hier geht's nicht weiter oder hier brauchst du eine Hacke. Ich will nur nach Hause gehen, so lange schlafen, bis alles vorbei ist. Du kannst nicht schlafen, du hast noch kein Bett. Aber nach dieser Folge
in der nächsten Folge wieder ein Bett haben. Naja, weiß ich nicht. Mal gucken. Also in der nächsten Folge wird er wohl ein Schlafzimmer haben. Das Bett müssen wir noch bauen. Und ich glaube auch, dass wir genug Holz haben. Ich weiß aber nicht genau, wie viel Holz das wir haben. Gehen wir nach oben oder nach unten? Wir gehen nach oben. Eigentlich sollten wir nach unten gehen, glaube ich. Auf dem Bild stand irgendwie, dass es links unten war, glaube ich. Naja. Also hier war ich ja überall schon irgendwie. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir hier schon mal waren. Glaube ich. Aber wie gesagt, wir waren hier noch nicht mit einer Hacke. Ich glaube, alles an Items, was es geben kann, haben wir. Glaube ich. Also, wir haben eine Hacke. Ja, das ist das einzige Item, was du so benutzen kannst. So, aufheben. Guck mal dahin. Geht's denn da die Treppe runter? Ja, da drüben ist dann wieder so ein Irrgarten. Da will ich eigentlich gar nicht hin. So richtig. Na, weiter runter, bitte. Jetzt geht's da runter. Ja, okay, ich merke schon, er will das nicht. Komm, wir bleiben bei unserem Ding. Wir gehen an diese Tür. Ja, guck mal, ob es schon was... Wir waren ja in der Nähe, glaube ich. Also wir müssen da wieder in dieses Übersichtskartending und dann gehen wir nach oben an die Tür. Aber wie gesagt, hatten wir die aufgemacht schon? Waren wir da schon mal? Geht's noch weiter hoch? Ich habe keine Ahnung. So, ja, das ist heute der Tag von... Wir gehen mal 5 Minuten in die eine Richtung, nur um dann umzudrehen und nichts erlebt zu haben. So, wir waren ja gerade bei den Äpfeln, gell? Also Apfelsaft, Apfelkuchen, Apfelmus, Apfelwein und so weiter, das verträgt er problemlos. So, also. Laut Charité, die haben da mitgetestet, soll der stetige Verzehr, also das bezieht sich auf, Moment, auf diese Allergie MALD1, was da nur in geringen Mengen wegen den Kreuzgedönse da, Kreuzallergie oder sowas. Laut Charité, die haben da mitgetestet, soll der stetige Verzehr sogar eine valide Desensibilisierung auch gegen Birke sein. Habt aber ehrlich gesagt nur quer gelesen. Aha. Immer dieses gefährliche Halbwissen im Internet. Wir haben die Äpfel bei so einem Hof im alten Land bestellt. Im alten Land. Was ist das? Ist das da, wo Frodo rumrennt oder was? Keine Ahnung, ich glaube, meiner Freundin ist gerade das Höschen geplatzt oder was. Irgendwas hat er gerade geknallt. So. Wir haben die Äpfel bei so einem Hof im alten Land bestellt. 22 € für 3 Kilo ist schon ein stolzer Preis, aber sowas von. Aber hier ist jemand nun sehr, sehr glücklich. Also, weil jetzt Äpfel isst, die Person. Weil ich das bei einem Kumpel immer anzweifle. Kann man nur gegen Bio-Äpfel allergisch sein? Bio ist für mich Abfall. Käse. Also nicht gegen Käse, sondern diese Aussage ist Käse. Ich reagiere auf die ungespritzten Äpfel aus Omas Garten genau wie auf Industrieäpfel aus dem Aldi. Aber diese Neuzüchtungen muss ich mal ausprobieren. So, wie geht's denn weiter? Ja, also das wäre, also ein anderer sagt, das wäre im Neu nur gegen Bio-Äpfel. Es kommt auf die Sorte an, da spielt es keine Rolle, ob Bio oder nicht. Ja, und der andere sagt, also genau wie vermutet, Bullshit. So. Also, jetzt geht's nochmal, also noch eine Antwort auf die Sorten ZIN 168 und 186, die gut sind. Und da schreibt nochmal einer, danke für die Info, ich bin selbst Apfelallergiker und kannte diese beiden neuen Sorten nicht. Ich vertrage Weland und vor allem Pinova sehr gut. Sind leider nicht durchgängig erhältlich. Mein Lieblingsapfelsorte ist übrigens Cameo. Hat jetzt jeder einen Ohrwurm? Nee, schade. Was ist denn hier los? Warum läufst du? Er macht schon wieder einen Moonwalk, habt ihr gesehen? So. Ja, Cameo ist meine Lieblingssorte. Kaufe ich immer im Kaufland. Kaufland ist das Land, wo wir hingehen zum Kaufen. Nee, der Laden, wo wir hingehen, wo ich meine Lieblingsmate kriege. Und die gibt es auch bisher nur da. Deshalb gehen wir immer ins Kaufland. So wie es aussieht, waren wir hier schon mal. Aber wo geht's denn da oben hin? Frage ich mich. Ja, wenn wir das wüssten. Moment, meine Katze bewegt sich gerade. Nicht, dass sie jetzt runterkommt und sich wieder auf meine Tastatur setzen will.
Ja, nö. Okay. So. Ich befolge den Auftrag des Kumas. Ach was. So, wenn wir jetzt dann da oben sind, müssen wir ja da durchgehen. Da durchgehen, bitte. Achso, jetzt will er nicht. Komm. Raum betreten. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt sind. Steht da was? Okay. Ich habe keine Ahnung, aber pass auf, wir tun das da, nicht das da, das da überschreiben mit dem, wo wir jetzt sind, ja? Weil, so, und dann klettern wir da hoch. Ich glaube, da können wir gar nicht hochklettern, oder? Aber runter geht's auch nicht, guck mal. Oder können wir da hochklettern? Sehen wir ja gleich. Das da unten sieht aus wie... Hier ist nix. Jetzt habe ich 3 Enttäuschungen. Schön. Ich freue mich doch immer, wenn ich helfen kann. Ja. Sagt meine Freundin auch immer, wenn ich die Hose runterziehe. Hier ist nix. Jetzt habe ich 3 Enttäuschungen. So. Na komm, mach wieder einen Moonwalk. Das mag ich. Also ich glaube nicht, dass er hier runtergehen kann. Aber er sagt dann bestimmt sowas wie, ja, mit einer Spitzhacke könnte man hier weiter buddeln. Ein Fels so hart und schwer wie meine Enttäuschung. Jetzt habe ich 4 Enttäuschungen. Kann man hier nicht graben? Nee. Okay, gut. Also links geht's schon mal nicht weiter. Das ist gut zu wissen hier. Ne? Jetzt gehen wir halt rechts weiter. Das ist sogar sehr gut zu wissen, weil das hat schon mal die Möglichkeit, wie wir weitermachen, um 50% beschränkt. Da fällst du dann auch nicht in wie heißt das, Auswahlparalyse oder sowas. So. Wir gehen hoch, oder? Also, ich schreibe mal oben Tür. Rechts oben gegangen. Also ja, ich könnte ja einfach meine alten Videos gucken. Aber wisst ihr, wie lang die sind? Also die hier von The Longing, die gehen ja 1 Stunde und die sind so langweilig, die gucke ich nicht. Und deshalb weiß ich nie, was ich vorher gemacht habe. So. Ja, aber hier, der König scheint dieses Gebiet schon vor langer Zeit aufgegeben zu haben. Aha. Sind wir irgendwo neu? Also das kommt mir jetzt auch nicht bekannt vor. Wir gehen mal weiter nach rechts. Guck mal, da ist zum Beispiel ein Abhang. Aha. Rechts komme ich nicht... Warte. Aufheben. 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 Was man hat man, Junge. Außerdem haben wir ja Kohle. Hoppala. Außerdem haben wir ja mit Kohle den Ofen ordentlich angeheizt und sind dann gegangen. Also haben wir quasi wieder für die Schaben unterm Küchentisch oder was. Ich versuche meine Probleme zu lösen, aber irgendwie laufe ich gegen Wände. Gut, dann kommen wir hier auch nicht weiter, dann bleibt ja nur hoch zu gehen. Aber was ist denn da oben rechts? Da geht's doch aber auch nicht weiter. Seltsam. Das sieht hier eher da unten aus, als könnte man da ein Loch in die Wand buddeln, weißt du? Ja, du musst jetzt klettern, Junge. Ah, macht er von alleine, sehr gut. So. Ich frage mich, ob ich dann, wenn ich wieder unten auf der Landkarte bin, wo wir waren, weißt du? Ob man da das, was wir jetzt entdeckt haben, ich glaube, dass wir hier noch nicht waren, ob das dann auch angezeichnet wird. Ach, shit. Jetzt kann man da auch noch... Aber ich glaube, da kann ich nicht hochklettern, oder? Kann das sein? Da ist ein Felsen. Moment, ich will gucken, ob ich hier hochklettern kann. Aufheben? Na. So. Klettern. Oh. Er ist zu klein. Aber da ist doch ein Felsen. Es scheint, als sei das hier das Ende meiner Reise. Ich könnte versuchen, den Fels dort zu schieben. Aber das wäre eine elendige Aufgabe. Ja, das stimmt wohl. Das wäre es sehr wohl. Schieben. Junge, nein, du sollst...
Ah ja, du sollst dran vorbeigehen, das wollte ich sagen. So. Also, jetzt gut. Jetzt darüber und jetzt schieben. Ja, natürlich. Schieb einfach die ganze Zeit. Du musst nicht auf mich gucken. Ach komm jetzt, echt jetzt. Muss ich jetzt wirklich gedrückt halten zum Schieben? Komm her. Dahin. Schieben. Ich muss jetzt hier wirklich die Maustaste gedrückt halten. Okay. So. Ihr merkt schon, das gibt jetzt, glaube ich, was Längeres. Es tut mir sehr leid. Wir sind jetzt bei der magischen 45-Minuten-Marke, wo ich eigentlich gesagt habe, da gehen wir dann wieder zurück. Wir sind jetzt ja eine Viertelstunde in eine Richtung gegangen und dann gehen wir zurück, dass ich am Ende der Folge bei uns zu Hause ankomme und die Wand buddeln kann. Ich glaube, das kann man jetzt halt vergessen, weil jetzt entdecke ich ja da oben was. Vielleicht entdecke ich ja aber auch eine Rutsche zu uns runter ins Haus. Kann ich schon mal sagen, nee, werde ich nicht entdecken. Definitiv nicht, weil dann wäre The Longing nicht The Longing. Der Witz von dem Spiel ist ja, dass es halt eben keine Abkürzungen gibt. Die einzigen Abkürzungen sozusagen ist ja, wenn du zu Hause bist und liest oder ein Feuerchen machst oder musizierst, dass da dann die Zeit schneller vergeht. Das ist die einzige Abkürzung, die du machen kannst. Soweit ich weiß. So, wir haben es, glaube ich, bald geschafft. Hat ja gar nicht so lange gedauert. Brauche ich jetzt auch gar nicht so blöd müde zu werden. Mache ich aber trotzdem. Meinst du aber von alleine? Ja, er hört da. Gut. Und jetzt da hoch. Na komm. Klettern, ja, kletter. Auf die Felsen drauf, ja. Und von da, ach ja, guck mal, wie eine Gazelle. Der König wird meinen abenteuerlustigen Geist nicht mit Wohlwollen betrachten. Warum denn nicht? Also ja, der König hat gesagt... Warte. Moment. Wir merken uns mal diesen Ort, ja? Der König hat ja gesagt, wir sollen nicht aus der Höhle gehen. Gehen wir ja gar nicht. Wir bleiben in der Höhle. Er hat nicht gesagt, wir sollen in unserem Zuhause bleiben. So, ich gehe übrigens wieder weiter nach rechts. Könnte ich da, ich will es ja nur probieren, könnte ich da nach links gehen? Ja, könnte ich. Will ich aber nicht. Ich will nach rechts. So. Aber da muss er gleich die Banatzel inziehen. Kopf einziehen. Ja, oder so, ja. So. Da krabbelt er. Oh, da liegt was Blaues. Ist das blaue Kreide? Oh, das wäre ja schön. Dann könnte ich malen. Könnte ich auch blau als Farbe haben. Ich hätte da jetzt gerne eine Wand, dass ich nicht weiterkomme. Das wäre sehr praktisch. Dann wären wir noch sehr gut im Zeitplan. Aufheben. Ein Stück Lapislazuli. Jetzt kann ich den blauen Himmel malen, den ich sehen werde. Meinst du, ja? So. Also, oben Tür, rechts oben gegangen. Aha, es geht hier nicht weiter. Sehr gut, glaube ich. Hier ist nix. Nix. Jetzt habe ich 5 Enttäuschungen. Oh, ich habe gerade ein Achievement gekriegt, weil ich 5 Enttäuschungen gesammelt habe. Das ist doch schön. Da freut man sich. So, das ist aber keine Enttäuschung. Wir haben unsere Ortskenntnis verbessert. Und noch ein Stück Kohle gefunden. Schön, oder? Jetzt geh du mal darüber. Also oben die Tür, da bin ich dann nach rechts oben gegangen. Da bin ich immer noch. Und jetzt gehen wir nach links. Und gucken, was da... Also zumindest es gab Lapislazuli. Ein Wort... wie ein Wasserschwall. Also, lauf weiter, Kollege. Lauf. Lauf, Forest, lauf. Shadow. Also, wir gehen jetzt nach Zinkenjuckt. Nein, wir gehen nicht nach Zinkenjuckt. Wir gehen jetzt wieder nach links, wollte ich sagen. Und dann auch unten nach links. Und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Vielleicht haben wir ja Glück und wir kommen dann wieder auf dieser Treppe oder so runter. Und dann, wir sind quasi fast noch im Zeitplan zu Hause zu sein, sag ich mal. Oder heute noch nach Hause zu kommen. Wobei es eigentlich schon fast egal ist. Wir können ja auch am Ende der Folge
egal wo wir sind, einstellen, dass wir nach Hause laufen, wenn ich das Spiel ausmache, dann läuft der, wenn das Spiel aus ist. Und wenn wir es dann das nächste Mal starten, ist er zu Hause. Ja, ach so, ja, aber das Problem ist ja, dass ich ja nicht einfach nur nach Hause will, ich will ja da ein Loch buddeln. Stimmt, das ist ja das Problem. Deshalb muss ich ja zu Hause sein, sagen, dass er buddeln soll und dann das Spiel ausmachen. Ja, okay. Das ist mir auch gerade wieder eingefallen. Diese Höhle scheint riesig zu sein. Ich frage mich, ob sie wohl bis oben zur Außenwelt reicht. Ja, da frag dich mal. Das brauchst du dich nicht zu fragen. Heb mal auf. Das brauchst du dich nicht zu fragen, denn du kannst es austesten. Oh, da geht's aber wirklich hoch. Aber da oben komme ich jetzt halt nicht hin. Ah, es geht links weiter. Ja, schlapp mal weiter nach links. Was liegt denn da? Klettern? Ja, kletter mal. Ach, das sind Spinnweben. Warte. Stopp. Ja, ist gut. Okay, wir können da hoch. Komm mal wieder runter. Kletter mal runter. Da unten liegt was. Das könnte jetzt ein Koprolith sein. Es könnte aber auch was anderes sein. Deshalb, ich will erst gucken, was das da ist. So, da, guck. Da liegt es. Aufheben. Was ist es? Ein besonderer Feuerstein. Mit 2 kann ich zu Hause ein Feuer. Ich habe doch aber schon 4. Ja gut, dann probieren wir hier noch links entlang zu gehen. Kannst du da hochklettern? Nee. Also, ja, da wollte ich sowieso nicht hin. Das ist richtig, habe ich wirklich nicht vorgehabt. Ich wollte nämlich wirklich nach oben rechts gehen. Wir sind ja durch diese Tür gegangen, wo wir hin wollten, und dann bin ich nach oben rechts gegangen. Und deshalb würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach, sofern möglich, immer nach oben rechts. Weil sonst verlaufen wir uns irgendwann. Also nicht, dass wir uns jetzt nicht auch schon verlaufen. Wir haben uns nicht verlaufen, wir sind noch am Erkunden. Ne? Notfalls nach Hause finde ich immer. Ah, ich glaube, hier geht es jetzt auch erstmal nicht weiter, oder? Da oben sieht es auch aus, als würde es irgendwo hingehen. Heißt die Spinne. Kann ich die Spinne irgendwie dazu kriegen, da ein Netz zu machen, dass ich hochklettern kann? Endlich ein anderes lebendes Wesen. Vielleicht wird diese kleine Spinne mein Freund werden? Weiß nicht. Geh mal hin, frag sie mal. Die will nicht mit sich reden lassen, glaube ich. Nee, ernsthaft jetzt. Also, ich stell mich mal drunter. Also, ich kann hier nicht interagieren, ja? Hallo? Nö, geht nicht. Ich will jetzt auch keinen Stein auf sie werfen, zumal ich das auch nicht kann. Also gehen wir mal weiter nach rechts. Vielleicht kann ich ja außen rumgehen und dann von oben runter und dann sagen Hallo. Und dann freut sie sich, dass ich sie ja so schön winke, weißt du? Und dann sagt sie, ja, hallo, wer mir so schön winkt, der muss mein Freund werden. So, auch hier, wir werden nach oben rechts gehen. Denke ich mal. Außer, wenn es da nicht weitergeht. Ah doch, da geht's weiter, guck. So, wie gesagt. Aber da unten sieht es auch interessant aus. Dieses Abenteuer fernab des Königs ist fast schon aufregend für mich. Auch nur fast. Ich will mal da unten ein bisschen im Auge behalten, was es da gibt. Oh, da geht's noch weiter. Ja, aber... Nee, ich gehe... Also ja, aber ich werde hier oben hingehen. Weil ich habe ja vor, dass meine Spinne hier ein Freund wird, weißt du? So. So. Ja, komm weiter. Also ich würde gerne diese Spinne in die Nähe der Spinne kommen, sagen wir es mal so, ja? Und das müsste hier sein. Und deshalb gucken wir mal. Ja gut. Nein, hier hin. Komm hier runter. Gucken wir mal, ob das so geht. Also hier gibt es auch viele Wege, die ich noch nicht gegangen bin. Weil es wäre doch schön, wenn wir einen Freund hätten. Weil der ist ja auch ganz einsam, der Spinnentier. Hallo, Freund. Da siehst du. Sag mal guten Tag.
Freund besuchen. Guck mal, hier. Wir besuchen jetzt einen Freund. Ah, nee, runtergefallen. Oh weh, ganz schlimm. Voll der Bobbes weh gemacht. Und jetzt hier? Was ist jetzt hier? Nee, nicht drauf treten. Wo läuft er denn jetzt halt hin? Wir gehen mal ein bisschen mit, oder? Nee, ernsthaft, jetzt wo geht er denn hin? Ich hoffe jetzt nicht, dass er mir böse ist oder so. Er spinnt ein Netz. Also, okay. Er kraxelt zumindest hoch. Klettern. Ja, ich will auch klettern. Ja, kletter doch. Mein einziger Freund, die Spinne, webt ein Netz. Sobald es stark genug für meine fragile Existenz ist, kann ich daran hochklettern. Das könnte Tage dauern. Nun, ist doch schon mal gut. Wir gucken jetzt mal, bis er oben angekommen ist. Vielleicht schießt er auch so Spider-Man-Style einfach ein komplettes... Nee. Okay, wir müssen hier das überschreiben, war ja? Ja, das da überschreiben wir. Fürs nächste Mal. Aufschreiben. Moment. Schreibt man Kugelschreiber nicht mehr. So. Spinnennetz. Spinnennetz. Sieht man das hier? Ah ja, ich glaube, das kann ich, glaube ich, erkennen. Wenn ich Spinnennetz da stehen habe, ist das in Ordnung. Ich sage jetzt, pass auf, wir gehen nach Hause. Gehen wir nach Hause, schau, ob alles in Ordnung ist. So, jetzt. Wir sind ein bisschen spät. So, paar 17, 18 Minuten. Macht ja nichts. Sind keine 17, 18, es sind 12 oder so. Wir laufen jetzt da zurück, ja? Und wenn wir dann irgendwann es dauert halt wohl 10 Minuten, zu Hause sind, dann fangen wir an, uns ein neues Zimmer zu häckseln, zu hacken. Und ja. Und dann werden wir die Folge beenden. Aber es dauert noch 10 Minuten. Sorry, das hier ist mein Zettel, den ich mir geschrieben habe. Ich überlege gerade, wo ich den hinmache, dass ich ihn auf keinen Fall finde beim nächsten Mal. Da. Oder so. Ja, da liegt er gut. Gut, jetzt muss ich ja trotzdem wieder 10 Minuten überbrücken. Was macht's denn an der Apfelfront? Nix. Aber da schreibt einer, hui, Skelett im Sperrmüll gefunden. Also ein anatomisches Modell. Sauber zerlegt und in 2 Ikea-Tüten verpackt. Zu Hause dann auf Vollständigkeit geprüft und wieder zusammen gepuzzelt. Jetzt steht es während des Spoktobers im Eingangsbereich zur Begrüßung. Und das ist wirklich ein schönes Skelett. Minipfui, der Vorbesitzer hat fast jeden Knochen mit Kugelschreiber beschriftet. Also mit den lateinischen Ausdrücken von, wie der Knochen heißt. Bernd, Edgar, Adele, Ingeborg, so halt. So, komm, wir machen ein paar Witzezeit. Also hier, boah, krass, in dem Witze-Thread habe ich auch schon gepostet. Ich guck mal, ob ich was von mir finde. Ich tue ja immer ganz witzige Sachen posten. Nicht, also der Witze-Thread im Maniac, wenn ich Maniac sage, da meine ich natürlich das alte Maniac-Forum. Nicht das neue, zur M-Games das Forum. Also, kurzes Ding, wer es nicht weiß. Es gab mal die Videospielzeitschrift Maniac, die gibt's immer noch, heißt jetzt aber nicht mehr Maniac, sondern M-Games. Und die hat quasi, so meines Wissens, das erste deutsche Videospielforum gemacht. Das war halt das Maniac-Forum. Das existiert immer noch. Und da sind halt nur alte Säcke wie ich drin und unterhalten sich über Spiele. Und es ist halt sehr altbacken, weil es halt nicht dieses Klorollenforum ist. Also einer schreibt was, einer antwortet, dann schreibt einer ein neues Thema und ist alles untereinander. Sondern es ist diese Baumstruktur. Die mag halt keiner. Außer wir alten Säcke, weil das voll für Diskussion voll super ist. Und dann sitzen wir dann halt und labern. Kann ich nur empfehlen. Aber ich glaube, man kommt, also sich richtig anmelden, lesen kann jeder, ist kein Ding. Aber sich richtig anmelden geht, glaube ich, nur noch mit Einladung, weil
ach Gott, es gibt da so viele Doppelungen, also Leute, die 3 Accounts haben, mit sich selbst reden und was weiß ich was. Es ist interessant da. Es ist ein Altmännerforum. Falls ihr es dann doch schafft, euch da anzumelden, wenn ihr euch benehmt wie Jungspunde und denkt, ihr könnt euch hier benehmen oder ihr könnt euch dann in dem Forum benehmen, wie ihr euch auch sonst online benehmt, dann werdet ihr recht schnell auf die Füße getreten kriegen, weil das geht nicht. Hier wird noch auf Netiquette geachtet. Nee, es ist wirklich schön. So, jedenfalls, daraus lese ich vor. Und da gibt es halt auch einen Off-Topic-Bereich und da gibt es wiederum einen Witze-Thread und da werden Witze reingeschrieben. Also eigentlich sind es nur meistens sehr schlechte Wortspiele oder so. Aber hier zum Beispiel sehe ich einen von meiner Freundin. Guck mal hier. Selten, dass ich mal meine Freundin sehe, dass sie da reinschreibt. Achso, ja. An einer Kontaktschleifenampel stehen ist die Erwachsenenversion von ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht angeht. Das habe ich gelacht. Das ist super. Ja komm, ist schon in Ordnung. Also für den Witze-Thread ist das hier schon viel zu gut. So. 2 Schwerter machen einen Spaziergang. Sagt das eine zum anderen. Siehst du den Typen da, der im Felsen steckt? Das ist meine Ex. Verstehe ich nicht. Also ja, Excalibur. Der Calibur, das ist... Hätte er gesagt, das ist Calibur, mein Ex, dann hätte ich es verstanden. Okay, ja. Okay. Hab mir einen gebrauchten Thesaurus gekauft. War zwar billig, aber taugt nicht viel und taugt auch nicht viel. Okay, der ist gut. Den finde ich. So, was haben wir denn sonst noch? Warum nutzt der Weihnachtsmann keinen modernen E-Schlitten? Das rentiert sich für ihn. Oh, wow. Was haben wir denn hier? Sitze auf einer Toilette und das Klopapier ist alle. Na gut, tschüss, Socke. War sowieso ein blöder Name für einen Hamster. Warum geht man bei Ikea nur in eine Richtung? Es ist ein Einrichtungshaus. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie einen von mir finde. Also meine Witze sind halt meistens noch blöder. Ich meine, oh, welchen Salat essen Programmierer am liebsten? Nicht schlecht. Entifchen-Salat. Komm, der war gut. Der war richtig gut. Oh, einer schreibt drunter, der Witz ist schon arg basic. So. Also meine Freundin hier, ich merke schon, die ist überqualifiziert für diesen Thread. Hier, ein Bilderrätsel. Answer in English, please. What do you see? Ja, okay, komm, ich weiß nicht, ob man das hier sieht. So. Was seht ihr hier? Zombies. Wow. Gut. Hätten wir da drüber auch. Nee, ich hab doch bestimmt da. Flachwitzzeit. Guck mal hier. Von mir. Vom 24.05.2025. Was ist blau mit schwarzen Punkten? Was ist blau mit schwarzen Punkten? Marinekäfer. Komm, der ist gut. Mann. Mann, ich habe ja richtig... Ich soll YouTuber werden mit so viel Humor. Was haben wir sonst noch? Was stinkt und macht Krach? Ein Pupsschrauber. Nee, ein Pupschrauber. Pupschrei ist egal. Kommt auf selber raus. Moment, wo bin ich denn hier? Stopp, stopp. Was ist denn das? Ein Buch? Wo bin ich denn hier? Ein Buch, eines Tages werden diese Seiten zu Staub zerfallen sein. Ich hoffe, ich kann sie vorher noch lesen. Jetzt habe ich 6 Bücher. Wo bin ich hier? Da liegt noch ein Buch. Noch ein Buch. Ich werde der Erste und Einzige sein, der diese Seiten je sieht. Dann, wer hat's geschrieben? Jetzt habe ich 7 Bücher zu Hause. Moment, wo bin ich denn hier? Vor lauter Witze habe ich gar nicht aufs Spiel geachtet, Mann. Keine Ahnung. Komm, wir lassen ihn weiterlaufen. Der scheint hier eine gute Strecke zu haben.
Junge, die ganze Zeit war das Mikrofon aus. Da habt ihr wenigstens nicht gehört, dass ich reinrülps. Okay, wie lange war das Mikrofon aus? 5 Minuten. Das heißt, ihr habt den Mega-Witz gar nicht gehört. Mann, ey. Ich habe einen Mega-Witz erzählt. Ich weiß halt jetzt leider nicht mehr, seit wann ich das letzte Mal aufgeschaltet war. Da muss ich den Witz halt einfach nochmal vorlesen. Also ein Witz von mir. Wie kann sich ein Elektriker merken, wo er welche Kabel verlegt hat? Indem er sie ins Vokabelheft schreibt. Witz. Und darauf hat Rand geantwortet, dieser Witz ist etwas ungelenk, aber doch plump genug, um mich zum Schmunzeln zu bringen. Ich finde ihn gut und speichere ihn deshalb in meinem Gehirn ab. Sehr schön, oder? Ja, ich weiß, dass ich das schon vorgelesen habe. Aber da war das Mikrofon stumm. So. Und ich weiß nicht, wie lange das Mikrofon stumm war. Das ist mein Problem gerade. Habe ich noch einen Witz vorgelesen? So. Die Zeit vergeht schneller in Gesellschaft großer Kunst. Das verdient einen besonderen Platz. Das kommt direkt über den Kamin. Zack. So. Schön. Und jetzt gehst du mal schön darüber. Dahin. Nee, stopp. Hinsetzen und lesen. Weil wir wollen gucken, was wir jetzt für Bücher gefunden haben. Ein Buch lesen. Ja, natürlich ein Buch. Gedanken. The Goose Girl, Also sprach Zarathustra, Moby Dick, Gedichte 2, Metamorphose und die 6 Schwäne. Also, erstmal Gedanken gucken. Der König befahl mir, 400 Tage zu warten. Dann soll ich ihn aufwecken und er wird daraufhin alle Furcht und Sehnsucht beenden. Ich frage mich, was genau passieren wird. Immerhin ist mein Geburtstag noch etwas früher. Wir lesen jetzt mal, was wir bisher alles erlebt haben. Der König ermahnte mich, diese Höhlen nie zu verlassen. Ich frage mich, was er genau damit meinte. Ich wünschte, ich könnte von einem anderen Ort träumen. Okay. Ich würde gerne die Höhlen etwas erkunden, aber spüre die Anwesenheit einer tiefen Dunkelheit, die irgendwo lauert. Wo ist diese Dunkelheit? Werde ich sie je überwinden? Ich könnte eine Karte des Königreichs gut gebrauchen. Habe ich gefunden, die ist eingemauert, kann ich aber nicht mitnehmen. Angeblich ist die Höhle voller geheimer Orte. Ich frage mich, wann ich die gesamte Höhle erkundet haben werde. Bis jetzt habe ich noch gar nichts gesehen, durchgestrichen. Ich habe schon... Lass doch mal, ich lese das. Ich habe schon ein wenig von ihr gesehen, durchgestrichen. Ich habe einige Orte gesehen, aber noch nicht alles. Ich habe fast jeden Bereich erkundet. Haha. Irgendwo im Königreich befindet sich eine geheime Bibliothek. Ich hoffe, ich kann sie finden. Ich könnte gut und gerne noch ein paar Bücher gebrauchen. Ich muss definitiv mehr lesen. Mein Traum wäre es, ein Buch zu finden, das niemals endet. Habe ich von den Hallen der Ewigkeit gelesen? Ich habe von den Hallen der Ewigkeit gelesen, wo die Zeit stillstehen soll. So. Da ich während des ganzen Wartens zwischendrin etwas Freizeit habe, könnte ich versuchen, davon Gebrauch zu machen. Immerhin vergeht die Zeit schneller, wenn man sich zu beschäftigen vermag. Mein Heim ist noch nicht komfortabel genug für diese lange Wartezeit. Ich wünschte, ich hätte etwas mehr Farben für meine Kunststudien. Wir haben eine gefunden. Es sollte möglich sein, noch mehr Farbsteine in der Höhle zu finden. Wir haben einen gefunden. Ich brauche auf jeden Fall mehr Bilder an der Wand, insbesondere Bilder von Läusen. Eine Spitzhacke wäre ein nützliches Werkzeug. Hier habe ich. Ich könnte versuchen, mein kleines Heim zu erweitern, indem ich die Wände behacke. Es gibt Kristalle. Sind wir dabei, ne? Es gibt Kristalle in den verschiedensten Farben. Ich könnte ein paar davon ernten und mit ihnen mein Zimmer schmücken. Okay, wir haben einen. Ein Bett wäre eine nette Ergänzung zu meiner Einrichtung. Ich könnte wohl eins bauen, wenn ich die richtigen Materialien hätte. Haben wir, glaube ich. Dafür brauchen wir aber ein größeres Zimmer. Ich könnte hier unten fließendes Wasser gut gebrauchen, nicht wegen der Hygiene, ich mag nur das Geräusch so sehr. Haben wir. Glücklicherweise muss ich nicht essen, aber es wäre nett, ein paar Pilze zu pflanzen, das haben wir noch nicht. Es wäre doch sehr einsam hier unten, von Zeit zu Zeit wäre es schön, ein anderes Antlitz zu blicken. Sind wir dabei? Vielleicht, also wir haben jetzt eine Spinne gefunden, es gibt noch andere Lebewesen hier unten, Also die Spinne, da könnte man dann beim nächsten Mal eventuell drauf zurückkommen und vielleicht will es dann mit uns gehen. So. Ich würde mich gerne mit jemandem unterhalten. Irgendjemanden ist durchgestrichen. Ich glaube, die Spinne, mit der haben wir uns unterhalten. Manchmal höre ich eine wunderbare Melodie in meinem Kopf. Ich wünschte, ich könnte meine Lieblingsmelodie auf meinem Instrument spielen, um den Schmerz der Einsamkeit zu lindern. Da haben wir das nicht. Ich sollte eine Liste meiner Niederlagen anlegen. Das wird immerhin eine kleine Errungenschaft darstellen. Ich habe momentan 5 Enttäuschungen. Also es ging wohl darum, 5 Enttäuschungen zu haben, weil wir haben ein Achievement gekriegt. 24 Holz, 24 Moos, 5 Holz, 4 Feuersteine, 29 Kohle, 1 Lapislazuli und nur noch ein Papier. Nun, mehr fällt mir nicht ein. Ich denke mal, ich werde dem Warten in Einsamkeit
Genüge tun, indem ich jetzt aufhöre zu lesen und da Holz hacken werde. So. Ach ja. Pass auf. Nee, Feuer machen braucht man nicht. Das brennt noch ein bisschen. Jetzt hacken. Okay. Mal sehen, wie weit ich kommen werde. Ja, werden wir sehen, aber nicht mehr heute. Aber es gibt noch einen Bonuswitz, den ich gerade eben vorgelesen habe, den meine Freundin irre witzig fand. Die hat sich fast bepisst vor Lachen. So, den lese ich jetzt einfach nochmal vor. Hab eine... Ich versuche mal das Wort zu übersetzen. Ich glaube, es heißt sowas wie Regen oder so. Moment. Ich habe ja Zeit. Ich habe ja eine Zeitmaschine. Ich habe eine Zeitmaschine. Wenn ich die benutze, ist es 10 Sekunden später. Habe ich vor 10 Sekunden gerade benutzt. Ich habe eine Zeitmaschine, die bringt mich immer in die Echtzeit. Ist doch auch was. So, was will ich denn hier eigentlich? Achso, ja, ich suche einen Übersetzer. Dann suche ich jetzt mal dieses Wort. Es ist ein japanisches Wort. Und japanisch schreibt man mit... Nicht jamaikanisch. Japanisch. So. Ich bin mir jetzt sicher, ob ich dieses Wort... Nein, ich will hier keine japanischen Schriftzeichen, du Affzippel. Alter, gib mir doch Buchstaben, Mann. So. Es kommen 3 K drin vor. Ja, genau, das meine ich. Nicht Afrikaans. Japanisch zu Deutsch. Ja, die deutsche Übersetzung ist... Okay. Also ich werde jetzt das Wort sagen, aber mit einem K zu wenig, sodass keiner errät, was es heißt. Weil wenn ein K fehlt, dann errät man nicht, was für ein Wort das es ist. Also, denkt einfach dran, es fehlt ein K. Das Wort lautet Bukake. Aber mit einem K weniger. Also ihr müsst jetzt halt selbst rausfinden, wo das K hingehört. So, also. So, wo waren wir denn? Wir waren im Witzeset. Hier, habt eine Bukake-Party mit nur 2 K. Eins fehlt noch. Ihr wisst also nicht genau, was das für ein Wort ist. Also habt jedenfalls so eine Party für eine Freundin organisiert. All unsere Freunde sind gekommen und ihr hättet mal ihr Gesicht sehen sollen. Es zieht mich so an Füßen. Ich glaube, ich habe im Keller noch ein bisschen Niveau versteckt. Das friert gerade. So, ist ja auch egal. Guck hier. Wir haben ihm einen Auftrag gegeben. Er arbeitet jetzt für uns durch. Und ich sag dann schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung wann. Ich hoffe, dass es nicht wieder 2 Monate werden oder so. Vielleicht ja morgen schon, vielleicht. Aber auch erst in einem Jahr. Das wäre schlecht. Tschö. Ich muss schon wieder rülpsen. Hoppala.